Gehen wir als Finale vom eidgenössischen Schwingfest respektive zum Schlussgang. Wer wird also heute Schwingerkönig? Wir finden es raus. Guten Morgen miteinander, es ist 5:45, jetzt gehen wir unsere Tickets holen und ich bin so gespannt, wer es heute macht. Wir haben abgeholt, jetzt geht es Richtung Arena. Wir sind jetzt endlich angekommen in der Arena. Hey, ihr müsst euch das mal anschauen, die Kulisse, holy moly. Mal die Kulisse da, alles voll und da wird schön geschwungen, da sind Duelle schon am Laufen. So, gestern bin ich auch schon da, wo wir die Hymne gesungen haben. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Ich muss ganz ehrlich sein, die Stimmung am Sonntag ist mal ganz andere Liga. Woran erkennt man, dass man in der Schweiz ist? Richtig, man geht einfach essen gehen und lässt alles liegen. Jetzt geht es dann Richtung Entscheidungsrunden und Ausstich. In einer halben Stunde geht es weiter mit dem 6. Gang. Jetzt wird es immer enger. Ich bin so gespannt, im Fall, wer es macht. Ich meine, es ist ein wunderschönes Erlebnis. Ich bin so dankbar, dass ich da sein darf. Auch grosses Dankeschön an euch, wo wir Tipps und Tricks gegeben haben, was so Schwingen angeht. Und am Mittag gibt es feines Raclette mit Brot und nachher geht es im 7. Gang in den Kranzausstich. So, jetzt laufen wir da schön den Tunnel auf und so sieht das Ganze aus, wenn man in die Arena hineinläuft. Ey, der 7. Gang ist gerade voll dran. Es ist unglaublich zum Zuschauen. Ich bin unglaublich geflasht. Es wird ernst, jetzt kommt das Finale. Das ist es mit dem Schwingfest 2025. Der Orlik Armon ist offiziell Schwingerkönig. Jetzt zum Schluss nochmal danke von meiner Seite heraus. Danke vielmals für alle, die mir geholfen haben, irgendwie die Regeln ein bisschen besser kennenzulernen. Danke vielmals, dass ihr mich so cool in diesen Sport gebracht habt. Mega gefunden. Danke 1000. Merci vielmals.